Ich will für dich dem Büro vom Europaparlament als letzte beschmessen so für die Organisation von dieser Pressekonferenz an auch die Journalisten für ihren Interesse. Das ist für uns wichtig, nur ein Jahr für der Presse Bilanz ziehen zu können, an uns dadurch unsere Überzeugungen durchzustellen. Und ich muss sagen, dass doch persönlich ganz flott war, diesen Rückblick und Ausblick zu machen. Ganz am Anfang will ich dafür sagen, dass es für mich klar war, bleibt, dass man nicht mehr Europa brauchen. In Europa wird nur Bande mit zusammenhalten, aber wird nur draußen mehr kohärent und stark ist. Das mit dieser Überzeugung, wo ich für ein Jahr an die Wahlkampagne gegangen bin, und das auch mit derselben Überzeugung, wo ich heute von ihr stehen und nach mir verankert, das verspüren. Ich habe die Chance, Member zu sein an der Außenpolitischen Kommission, als Sprecher an der Menschenrechtskommission für die TVP. Aber wenn ich zurückdenke, im Juli 2019 überfällt mich schwer viel zusätzliche Hindernisse für Europa und für die Stabilität auf der Welt aufgekommen sind. Juli 2019 konnte man noch hoffen, dass der Brexit nicht stattfindet. Für Covid war keine Spur, ein notwendiges Konfinement, europäisch zu Grenzen, alles nicht vorstellbar. Amerika war nach Syrien engagiert, US-Truppen an Deutschland wurden nicht auf vorgestellt. Amerika hat sich noch nicht aus der WTO und aus der WHO rausgemeldet. Unsere Relationen mit der Türkei wurden noch nicht so angespannt wie heute. Und noch als Relationen mit China wurden nicht so angespannt. Am Juli 2019 ging es also nach besser Grundlage für die Sicherheit in Europa und an unserer globalisierten Welt, wurden die multilateralen Relationen noch mehr geregelt. Alles das wird geändert. Es war schwer für Europa und nicht mehr für Europa. Ich habe öfters zu diesen Punkten als Member von der Außenpolitischen Kommission Stellung geholt. Ich war Rapportrice für das Parlament vom alljährlichen Menschenrechte- und Demokratiezustandsrapport vom Conseil, ein wichtiges Dokument für die Europäische Union, die sich an ihrem Treaty dazu verpflichtet hat, Menschenrechte überall und immer zu verteidigen. Ich habe dort Gelegenheit, als Rapportrice an einer Intervention in Stellung zu holen zu einer ganzen Reihe von Situationen, just ein paar Stichwörter, Jugoren, Venezuela, Türkei, Hongkong, Mosambik, George Floyd. Ich hätte lieber Männer zu sagen gehabt. Wir haben zweiter Menschenrechte, die Rechtsstaatlichkeit sind weltweit mehr aufgestellt. Dafür nach ein Kehr, für mich ist es klar, dass wir mehr Europa brauchen, sowohl nur Bannen wie nur Basen. Meine Arbeit für das nächste Mandatsjahr spiegelt sich auch klar zu Bekenntnis mehr Europa. Die VP hat eine Gruppe von 8 Membern zusammengestellt, für einen Arbeitsverbeier aufzustellen für die Konferenz für die Zukunft von Europa, und ich bin Member von dieser Redaktionsgruppe. Wenn ich so mehr Europa nur bannen, dann ist das für mich mehr Solidarität zwischen den Ländern. Und das muss sich am Budget und am nächsten Generationsfonds ausdrücken. Da hoffen wir wirklich, dass die Regierungen von den Memberstaaten an diesen, wenn nicht nach das Woche, dann aber an den nächsten Wochen ein Aufkommens aufschließen. Mehr Europa nur bannen ist auch, dass der Schengen-Raum nicht auf vorgestellt gehen. Und das heißt auch Rechtsstaatlichkeit an allen EU-Ländern. Und hier muss das auch mit dem Finanziellen in der Luft gehen. Länder, die die Rechtsstaatlichkeit nicht anhalten, dürfen nicht an den Genuss kommen von europäischen Hilfen. Wir können auch nicht mehr glaubwürdig nur aussehen, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit verteidigen außerhalb von der EU, wenn wir innerhalb von der EU sie anhalten. Wenn EU-Länder nicht uns Grundprinzipien anhalten, wie zum Beispiel Gleichheit zwischen all den Menschen, und ich weiß nicht, ob die inakzeptabel aussehen, gegen die homosexuelle Leute für polnische Politiker. Und leider scheint den heutigen Präsident ja ganz eng zurückgewählt zu sein. Mir in so einem Fall als den europäischen Ansatz für die Menschenrechte diskreditiert, dabei ist das ein wesentlicher Punkt von unserer Außenpolitik. Als Member von der Außenpolitischen Kommission ist mir speziell wichtig, mehr Europa nur außen. Und das heißt für mich, mit einer Stimme schwätzen, und auch heute fromm wünschen nicht tut, dafür will ich 2 ganz präzise Punkte nennen. Erstens, wir müssen, was die Außenpolitik angeht, auf den Weg gehen, für das Unanimitätsprinzip am Conseil abzuheben. Das wird nicht einfach sein, mit dem Match muss man machen. Und zweitens, wir brauchen eine gemeinsame Verteidigungspolitik und noch gemeinsame Verteidigungskräfte in Europa. Weil an einer Welt wie Europa nicht mehr selbst auf Amerika zielen kann, muss Europa auf eigene Füße stehen können. Madame Merkel, an der ich viel Vertrauen habe, hat die letzte Woche an ihrer Rede am Europaparlament auch so gemacht, die darauf hoffen lassen, dass unter der deutschen Präsidenz ein Weg an die Richtung angeschlagen wird. Das auch nicht mehr in den Konditionen von Europa nach kann eine Stimme an der Welt tun. Dann ist die Arbeit, die mir wirklich auch wird
wie ich weiterführen mir ganz Herz leid, da das die als Sprecherin von der EVP an der Menschenrechtskommission an die als Shadowrapportrice für die Außenpolitikkommission für die Afrika-Strategie. Ich ging nicht mit zu wiederholen, dass wir wollen, dass uns Wertevierstellung Gewicht an der Welt tut, wenn wir wollen für die Menschenrechte an der Welt ausstellen, ob das China, Venezuela, Syrien, Iran oder Türkei ist, wenn wir wollen mit Afrika ein richtiges Partnerariat oprichten und nicht just vereinzelt Kooperationspolitiken machen, dann muss man Hebeln haben, multilaterale Niveau, an das Hebeln haben wir just, wenn wir eine gemeinsame europäische Außenpolitik haben und nicht schick vom Memberstaat seine eigene Agenda hat. Wenn ich mal noch kann, ganz kurz erlauben, noch anzugucken, da kann ich nicht mehr sagen, dass es passionant Jahr war, Europa hat heute eine schwierige Zeit. Wir sind aber auch überzeugt, dass Krisen helfen können, weiterzukommen. Aber meine Begeisterung für Europa ist absolut intakt, von nicht nach mehr groß. Merci für die Nullastrom.